2005, Jenny Fur n'est pas encore cette musicienne à la croisée des mondes. Elle est journaliste radio en Allemagne et tombe un jour sur un CD de musique malgache oublié dans la chambre de son père. Cette découverte agit comme un choc et l'amène à la découverte de la grande île et de sa musique, mais aussi et surtout d'un CD, celui de l'homme qui va partager sa vie et avec lequel elle va aussi partager la scène. Damals hatte ich den starken Wunsch, hierher zu kommen. Und die erste Reise habe ich gemacht, im Prinzip als Journalistin, wie du. Ich habe mir damit Geld verdient, dass ich für Radios gearbeitet habe und Radiosendungen gemacht habe. Und deswegen war ich an meinem allerersten Tag, habe ich gefragt, wo kann man Musik finden? Und dann haben wir gesagt, Zypern Musik ist ein guter Ort. Und dann bin ich an meinem allerersten Tag hier nach Analakeli gelaufen. Und dann habe ich den Verkäufer gefragt, was gibt es, was sollte ich mitnehmen? Und dann hat er von der Wand in der Ecke dieses Doppelalbum Erik Manana mir in die Hand gedrückt. Und das war das erste Mal, dass ich ihn auf einem Bild gesehen habe zumindest. Aber da wusste ich noch nicht, was das Leben sonst noch für uns bereithält. Dass ich ihn tatsächlich live gesehen habe, war ein paar Jahre später in Köln. Da war er mit der Gruppe Madagaskar Allstars dort, um beim Westdeutschen Rundfunk, beim WDR, dort beim Radio eine Aufnahme zu machen im Studio. Und da haben wir uns das erste Mal getroffen. Enfant, Jenny Fur était musicienne. Elle a été formée très tôt au violon dans une tradition classique exigeante. Elle est même passée par la conservatoire de Cologne avant de s'en éloigner. Mais Erik Manana l'a d'abord connue comme étant une doctorante qui fait des recherches sur la musique malgache. Quand il a découvert qu'elle jouait aussi, il lui a demandé de l'accompagner sur scène. Irgendwann kurz nach dem Abitur hatte ich so ein bisschen die Nase voll von dieser Musikwelt, die doch ja, in Europa sehr streng sein kann und sehr viel auf Konkurrenz ausgelegt ist. Und ich habe mich dann gegen ein Musikstudium auch entschieden und habe tatsächlich die Geige ein paar Jahre weggepackt und wollte damit überhaupt nichts zu tun haben. Und ja, habe mich auf andere Dinge und aufs Studium konzentriert. Und die ersten Jahre, wo ich Erik dann kennengelernt habe oder auch mal gesehen habe in den Konzerten, er wusste nicht, weder, dass ich Geige spiele, noch, dass ich eine Flöte habe. Das war ein paar Jahre später, wo er dann verstanden hat, okay, sie macht eigentlich selber auch Musik. Und dann weiß ich noch, da war ich dann in Southampton in England, da habe ich meine Doktorarbeit gemacht, auch über madagassische Musik. Und dann hat er gesagt, wie wäre es denn, wenn wir mal einfach zusammen spielen? Und ich hatte solche Angst, ich hatte so viele Jahre nicht gespielt und es war alles verbunden mit dieser, ja, einfach dieser, genau, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, dieser sehr strengen Art einfach auch zu lernen und ich konnte mir nicht so richtig vorstellen. Und dann weiß ich, wir hatten nicht viel Zeit, haben wir nur ganz bisschen zusammen gespielt und nach dieser halben Stunde hat er mich dann gefragt und bitte, kannst du mit mir spielen bei meinem Konzert im Olympia, bei meinem 35-jährigen Bühnenjubiläum. Und ich wäre fast umgefallen, weil ich dachte, was ist das denn für eine Frage? Ich habe seit Jahren nicht auf der Bühne gespielt, um Gottes Willen. Und ich hatte richtig, richtig Angst. Und er hat aber, genau, ich weiß nicht, müsstest du vielleicht ihn noch mal fragen, wie er das erlebt hat. Aber ihm war das ganz, ganz wichtig. Und er hat gebohrt und wollte unbedingt, dass ich da mitmache. Und dann habe ich mich darauf eingelassen. Und es war tatsächlich dann nach vielen, vielen Jahren überhaupt das erste Mal, dass ich wieder Geige auf der Bühne gespielt habe und dann eben auch gleich so eine Bühne. Und en remontant sur scène, Jenny Fur ne retrouve pas seulement son violon, elle découvre une autre manière de faire de la musique. Avec Erik Manana, il ne s'agit plus d'interpréter parfaitement, mais d'être présent, d'écouter, de répondre. Was sozusagen für mich persönlich der eigentliche Auslöser war, und das habe ich sehr, sehr lange gebraucht, um überhaupt zu verstehen. Ich glaube, wir haben nicht erst angefangen zu spielen, als wir die Geige ausgepackt haben, sondern das, was für mich in der madagassischen Musik das Allerwichtigste ist, dass sie Teil des Lebens ist. Und das hat mir in gewisser Weise auch war so ein Befreiungsschlag für mich, weil aus dieser klassischen Methode, wo man erst die Technik lernt, erst die Noten lesen muss, bevor man überhaupt das Instrument in die Hand nimmt, wo es Regeln gibt, bestimmte Regeln, immer wie man spielen muss. Und mit Erik war es von Anfang an auch ganz natürliche Weise Luva Zufner. Am Anfang wusste ich nicht, was Luva Zufner ist. Aber wir haben ohne Noten gelernt, wir haben uns kennengelernt. Es läuft alles über, ja, miteinander in Beziehung treten, um miteinander zu spielen. Aber es war erst Jahre später oder jetzt immer mehr, dass ich das so wirklich verstehe. Peu à peu,
La musique devient centrale dans le quotidien de Jenny Furr. Eric Mann et son Luvatsouf, cette manière de jouer sans partition, mais où tout passe par l'écoute et par les relations, l'ont réconcilié avec son instrument, le violon. Pour Jenny Furr, le Luvatsouf n'est plus seulement une pratique, mais une philosophie, une manière d'apprendre, de ressentir, de se relier aux autres. Genau, es war, glaube ich, also Erik hat mir die zwei schönsten Geschenke im Leben gemacht. Das eine sind die gemeinsamen Kinder, aber das andere ist, dass er mir Luvatsufener geschenkt hat und mich zur Musik zurückgebracht hat und zu meinen Instrumenten. Aber wie gesagt, für mich ist es mehr als Musik, weil Musik ist Teil des Lebens. Und ich glaube, es ist dank der Musik und dank von, dass ich Luvatsufener praktiziere, dass ich gelernt habe zuzuhören und all diese Verbindungen und all die Beziehungen zwischen den Menschen nicht nur zu sehen, sondern wahrzunehmen und auszuleben. Und vielleicht eine Sache zum Beispiel, wenn Erik hat vorhin davon gesprochen, wenn er komponiert, sein Büro ist sein Herz. Das heißt, es lässt sich nicht planen und Lieder oder Texte oder Melodien, die kommen teilweise zu den unmöglichsten Zeiten, aber man kann es nicht auswählen, es lässt sich nicht auf Knopfdruck abrufen. Das ist so lebendig und das ist das, was man begreifen muss und deswegen, das ist das, was für mich die Essenz ist. Aujourd'hui, Jenny Furr évolue entre plusieurs univers, entre l'Europe et Madagascar, entre écriture musicale et transmission orale, avec des projets comme Lukanga Kong, elle explore les passerelles possibles, toujours guidée par l'écoute et l'échange. Toujours aux côtés d'Eric Mann avec qui elle partage la vie, mais aussi la passion pour la musique, celle qui se joue sans partition. Ja, wir haben über die Jahre viele verschiedene Projekte gehabt und das ist auch das Schöne, dass es immer weiterläuft. Wir haben zum einen, teilen wir unsere Liebe, glaube ich, für das Hiragasi, deswegen wird das Konzert am 12. April auch so ein besonderer Moment, gerade auch für mich. Zum anderen ist er aber auch zum Beispiel immer neugierig gewesen, was die klassische Musikseite betrifft und es war immer so ein bisschen lustig, weil ich habe eigentlich gar nicht mehr so richtig Lust auf diese klassische Musikwelt oder auch auf das Repertoire der klassischen Musikwelt und trotzdem, ich habe seine Neugierde gespürt und deswegen haben wir ja Lukanga Köln ins Leben gerufen und das war einfach auch jetzt wirklich schon seit über 10 Jahren ein gemeinsames Projekt, wo ich das Gefühl hatte, da kommen aber auch wirklich, da kommen unsere beiden Seiten zusammen und es ist ein Austausch auf musikalische Weise, aber selbst meine anderen 3 Mitkolleginnen von Lukanga, die wollten auch von Anfang an Luvatsoufener. Wir haben nichts notiert. Und wir haben ja diverse Projekte. Wir kommen im Alltag gar nicht mal so viel zum Spielen, aber deswegen meinte ich ja, also es geht ja auch einfach vor allem um das Zusammensein. Jenny Furr sera évidemment aux côtés d'Eric Mann au Palais des Sports ce 12 avril, l'occasion pour elle de retrouver avec plaisir les fans malgaches de son compagnon. Za mahagaga mahita ny public satria misy ny zazakely hatramin'ny lehibe dia mijery fa mihira koa satria ny tononkirany miriky misy fanahy koa dia mahafinaritra mahita ny génération rehetra mihira miaraka.